Schön, dass wir solche Lieder singen können. So groß ist unser Gott und es auch noch ernst meinen dabei. Ne? Und damit das immer mehr Platz in unserem Leben bekommt, will ich euch heute gerne auf eine Reise mitnehmen, die mich persönlich die letzten paar Monate sehr stark beschäftigt. Gott näher kennenzulernen. Ich kenne Gott schon seit ein paar Jahren. Aber wisst ihr was? Der Gott, von dem wir reden, über den wir singen, ist eine Person, die ist unendlich. So, das Beste, was uns in unserem Leben passieren kann, ist, unterwegs zu sein, diesen Gott immer mehr zu kennen und dann immer mehr bei ihm zu Hause zu sein. Vor allem Gott als Vater. Wir waren kürzlich mit den Ältesten weg, mit der Gemeindeleitung, haben Retreat gehabt. Ich durfte am Sonntagmorgen ein paar Gedanken mitteilen, Input. Und da habe ich Verse benutzt, die ich jetzt auch gleich benutzen werde. Es ging um Gott als Vater. Dann habe ich vor 2 Wochen mit einem Freund gesprochen, über was hast du gepredigt kürzlich? Er hatte genau die gleichen Bibelstellen gehabt, ne? Römer und Galater, Gott der Vater. Sag ich, oh, es scheint irgendwo ein Thema zu sein, was gerade eine gewisse Wichtigkeit und Gewicht hat, Gottes Herzen für uns. Okay, stellt euch mal vor, irgendein wohlhabender Schweizer Bürger kommt zu dir und sagt, Hans, ich gehe mal 3 Jahre weg. Guck mal, ich habe ein großes Anwesen und das große Anwesen, da gibt es verschiedene Tiere und übrigens sagt er das nicht nur zu dir, das sagt er zu jedem von uns und sagt, guck mal, ich habe ein großes Anwesen, da gibt es Tiere, da gibt es die Rinder, da gibt es die Schafe, da gibt es Ackerfeld, da gibt es die Maschinen zum Ackerbau, da gibt es Milchproduktion, da gibt es Fleischproduktion. Okay, ich weiß nicht, alle wollen in der Landwirtschaft arbeiten, aber trotzdem, du hast es, ne? Oder für jemanden, der Landwirtschaft nicht mag, stell dir vor, jemand sagt, hier, das ist meine ganze Fabrik, du kannst hier alles produzieren, was du willst. Okay, und er geht weg. Nach 3 Jahren kommt er wieder und guckt dann, was haben die gemacht aus diesem ganzen Anwesen in 3 Jahren? Ich wusste ja nicht, ob ich das ganze Anwesen bearbeiten darf. Ne? Ich habe hier so ein kleines Ackerbeet mir rausgenommen und habe da was angepflanzt. Ich vermute, dass viele von uns eigentlich mit dem Leben, mit dem himmlischen Vater ein bisschen in die Richtung leben. Ne? Das heißt, Jesus sagt, ich gehe wieder und ich lasse euch hier meinen Geist, meine Kraft, meine Autorität. Ihr seid Erben mit mir, alles gehört euch. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, sagt er, und was habt ihr daraus gemacht? Ja, wir haben das kleine bisschen gut gearbeitet. Ne? Ich habe gut drauf aufgepasst, aber ich bin in diesem kleinen Platz geblieben. Versteht ihr diese Allegorie ein bisschen? Ne? Und in meinem Leben will ich gerade lernen zu sagen, Vater, ich will noch mehr verstehen eigentlich, was du für mich hast und wie du mich siehst, meine Identität in dir besser zu begreifen. Die Bibel benutzt das Beispiel, nicht das Beispiel, die Aussage, wir sind adoptiert. Wir können jetzt mal kurz bitte den Text lesen aus Römer 8. Römer 8, Vers 15. Okay, ich lese mal die deutsche Version. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Ich habe verschiedene deutsche Übersetzungen angeschaut und ich bin nicht happy, ne? Weder Elberfelder noch Schlatter noch sonst die Konservativen, von modern ganz zu schweigen, haben das eigentlich wiedergegeben, was im Griechischen steht. Im Griechischen steht hier, was die Engländer besser, deshalb habe ich einen englischen Text mitgebracht. Ne? Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. Im Griechischen steht hier wirklich ein Begriff, der benutzt wurde in der römischen Rechtssprache als ein Begriff für Adoption. Okay? Und vielleicht ist es so, in der Schweiz wie in Deutschland, adoptiert zu sein, ist eher so ein bisschen, ein Kind 2. Klasse zu sein. Aber die römische Adoption, und hier sagt der Text, und ich lese jetzt den deutschen Text nochmal, so wie er eigentlich übersetzt werden sollte, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, so dass ihr adoptiert seid, und dann ruft ihr Abba Vater. Damit wir das besser verstehen,
Paulus schreibt hier in griechischer Sprache und schreibt an die Bürger des römischen Reiches, die ein gutes Rechtsverständnis hatten, die genau wussten, was das meint. Zum Beispiel, wenn ein reicher Patrizier oder ein Konsul großes Vermögen hatte, aber keine Kinder hatte, dann hat er gedacht, ich will nicht sterben, ohne dass das, was ich mir erarbeitet habe, was ich schon geerbt habe, dass es weitergeht. Ein römischer Patrizier, ein Wohlhabender, sagt, ich adoptiere mir einen Sohn. Es war in erster Linie ein Sohn, weil die Besitzverhältnisse wurden maskulin weitergegeben. Ne? Das heißt, der Patrizier sagt, oh, ich habe kein Kind und ich adoptiere einen Sohn. Und dieser Sohn, der wird eines Tages alles haben. Und dieser römische Adoptionsprozess war sehr komplex. Erstens, er hat sich jemand rausgesucht und meistens oder sehr häufig war das ein Junge aus armen Familien. Und dann sagt er, komm zu mir, dich will ich haben. Ab dem Moment hat dieser junge Mann, der vielleicht aus einer verschuldeten Familie kam, keine Schulden mehr gehabt. Die Schulden waren weg. Vielleicht war er irgendwie schlampig angezogen, sehr wahrscheinlich, weil seine Eltern es sich nicht leisten konnten, ihn gut zu kleiden. Der Patrizier sagt, komm, jetzt gehörst du mir. Da ist ein Sklaventreiber, der dir morgen zur Arbeit schicken will. Nee, das musst du nicht mehr tun. Jetzt raus aus diesem ganzen Kontext von Armut, von Sklaverei, von Knechtschaft und von diesem ganzen negativen Setting. Raus von hier. Jetzt gehst du mit mir nach Hause. Zweiter Punkt. Er hat ihn mitgenommen und sagt, jetzt kommst du zu mir nach Hause, jetzt gehörst du mir. Jetzt bist du eigentlich wie ein leiblicher Sohn. Das heißt, der römische Adoptionsbegriff, der hier in der Bibel benutzt wird, ist nicht, jetzt bist du hier halt ein Kind zweiter Klasse oder ich habe halt niemanden gehabt, jetzt nehme ich dich. Nee, jetzt bist du voll bei mir. Du gehörst voll zu mir. Beim Essen sitzt du bei mir, meiner Frau und den anderen, die zum Haushalt gehören. Du sitzt am Tisch. Und du sitzt nicht irgendwo unten am Tisch, du sitzt neben mir. Und damit du dich wohlfühlst, hier ist eine neue Garderobe für dich. Du wirst neu gekleidet, du wirst top gekleidet. Ich bin ein Vater und jetzt bin ich nicht irgendwo dein neuer Sklavenhalter, sondern ich bin dein Vater, der das Beste für dich will. Und weil ich zeigen will, dass ich ein guter Vater bin, kriegst du eine gute Garderobe, kriegst du gute Klamotten, kriegst du gutes Essen. Es soll dir gut gehen und wohlgehen bei mir. Du bist Teil meiner Familie. Du bist eigentlich wie ein leiblicher Sohn. Du bist mein Sohn. Und ich kann mir vorstellen, dass dann dieser junge Mann sich manchmal so benommen hat, oh, darf ich das jetzt essen? Muss ich meinem Vater zeigen, dass ich eigentlich ein guter Kerl bin? Wahrscheinlich hat er diese inneren Konflikte und Spannungen manchmal gehabt. Bin ich gut genug, um hier mitzuessen? Bin ich gut genug, um jetzt über die Felder reiten zu dürfen mit einem schönen Pferd? Er war oft mal verunsichert. Aber dann hat er sich daran erinnert, was hat mein Vater gesagt? Du bist mein Sohn, du gehörst hier dazu. Du musst mir nicht beweisen, dass du gut genug bist. Du musst nicht irgendwo extra Leistungen bringen, sondern du gehörst mir. Du bist mein Sohn. Alles, was ich habe, wird an dich weitergehen. Ein dritter Punkt, wenn der junge Mann, nachdem er adoptiert wurde, hat er einen neuen Namen bekommen. Er hat den Namen seines neuen Vaters bekommen. Und er wurde nach römischer Gesetzmäßigkeit eingesetzt als Erbe. Stellt euch vor, wie dieser junge Mann da die Sachen angeschaut hat. Ein Gutshof, das große Anwesen des Patriziers und oh je, darf ich hier drauf treten, darf ich mir ein paar Früchte hier pflücken? Der Vater sagt, eines Tages gehört dir alles. Fühl dich zu Hause. Alles gehört dir eines Tages. Du bist der Erbe. Wenn ich eines Tages nicht mehr fähig bin, das zu bearbeiten, wenn ich nicht mehr da bin, alles gehört dir. Und übrigens, du musst nicht mehr mit deinen alten Freunden dich abgeben, die dich in schlechte Manieren reinziehen, beeinflussen. Jetzt bist du bei mir und schau mal, das sind meine Freunde sind deine Freunde, du gehörst dazu. Aber der nächste Punkt, du bist noch nicht perfekt.
ich liebe dich, du darfst Fehler machen, aber ich werde dich erziehen. So, der Vater hat auch eine Verantwortung übernommen, den neuen Sohn zu erziehen. Wir hatten kürzlich unsere Enkel bei uns und meine Frau malt gerne. Die Enkel malen natürlich auch gerne, was die Oma tut. Und die eine ist 5 Jahre, die andere 3,5. Und dann malen die unterschiedlich. Ne? Aber wir sagen dann nicht zur Kleinen, oh, was machst du hier für Schrott, sondern wow, das ist toll. Es ist wow, hast du toll gemacht, alle Farben gemischt, wow. Und deine Hände, wow, alles ist da an der Wand, super hast du das gemacht. Wir haben extra eine Wand jetzt gebaut, wo man gut malen kann. Ne? Okay, und so sieht dieser Vater, der jetzt den neuen Sohn adoptiert hat, er erwartet nicht, dass er von heute auf morgen jetzt alles perfekt macht. Er weiß ja, wo er gelebt hat, woher er kommt. Aber er sagt, mein Sohn, ist okay. So wie du es gemacht hast, ich liebe dich. Ich liebe nicht deine Tat, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, will ich dir helfen, dass dein Verhalten und deine Fähigkeiten mit der Zeit auch besser wird. Und dann in dem Maße, wie der junge Mann heranwächst, sagt der Vater, jetzt kannst du mich vertreten. Der Patrizier sagt, schau mal, da müssen gewisse Arbeiten getan werden. Wir haben hier Arbeiter. Jetzt gehst du raus und gibst ihnen Anweisungen, erklärst, was sie zu tun haben, wie das läuft. Du redest hier in meinem Namen. Du kannst mich vertreten. Mich zu vertreten heißt aber auch, dass du eine gewisse Verantwortung hast. Du kannst nicht einfach tun, was du gerade willst, sondern du siehst, wie wir das hier gemeinsam verantwortet haben. So, du repräsentierst mich. Und dann der 9. Punkt, das ist ganz wichtig noch beim römischen Adoptionsrecht. Adoption konnte nicht rückgängig gemacht werden. Risk, ne? Okay, wenn wir jetzt diesen Prozess der Adoption im Römischen Reich anschauen, kann man sagen, ja, okay, so war es halt damals. Ne? Paulus wusste das, aber jetzt nennen wir diese ganzen Aussagen von Paulus, was wir gelesen haben, Römer 9, dass er uns freigekauft hat. Er hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, sondern er hat uns seinen Geist in uns gegeben, dass wir adoptiert sind und dann rufen können, aber lieber Vater, du bist unser Vater. Im Neuen Testament, und das ist die interessante Reise durch das Neue Testament, ist die erste Aussage, die alten Ansprüche sind erledigt. Er hat uns aus der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Mir geht es heute darum, dass wir nicht mehr als Knechte leben, dass wir nicht mehr als Waisen leben, sondern dass wir immer tiefer verstehen, erstmal kognitiv, so ist das, und dass dann in unser Herz reinrutscht und sagen, wow, das gehört mir, so sieht mich Gott, ich habe mich ja ganz anders gesehen. Es geht ja nicht darum, wie du dich siehst, es geht darum, wie Gott dich sieht. Das ist die Wahrheit. Jesus ist Wahrheit, sein Wort ist Wahrheit, Wahrheit macht frei. In dem Maße, wie wir Wahrheit erkennen, Wahrheit erfassen, Wahrheit glauben, Wahrheit annehmen, wird unser Leben freigesetzt und immer mehr in göttliche Dynamik und Kraft freigesetzt. Ja. Okay, er hat uns aus der Macht der Finsternis entrissen, aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Wie passiert das? Wie werden wir adoptiert? Johannes 1 heißt es, alle, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen glauben, denen gibt er die Vollmacht, das Recht, die Autorität, Kind Gottes zu sein. In dem Moment, wo jemand sagt, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ich glaube, dass er für mich gestorben ist, ich glaube, dass er für alle meine Sünden bezahlt hat und ich glaube, dass er mein Retter ist, der immer bei mir sein wird und Jesus kommt in mein Herz, ab dem Moment haben wir Adoptionsrecht. Genau die gleiche Ausgangssituation wie dieser römische arme Junge aus dem Sklavenviertel. Ab dem Moment, wo wir sagen, Jesus, du bist es, kommt er an unser Herz und wir haben dieses Recht, Kind zu sein. Wir müssen nicht mehr im Waisenstatus leben, wir müssen nicht mehr im Sklavenstatus leben, sondern wir sind frei. Und diese
dieser Wechsel, die alten Ansprüche sind abgelegt. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen. Er hat seine Forderungen, die uns anklagen, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Okay, was machen wir mit solchen Aussagen? Was ist die Realität des neuen Bundes für Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus? Du hast das Recht, heute reden wir über die Privilegien der Söhne und der Töchter. Du hast mit diesem Adoptionsschein, mit diesem neuen Recht zum König zu gehören, hast du die Autorität zu sagen, Satan im Namen Jesu, was wir von Max vorhin gehört haben, ja, in der Finsternis weiche von mir. Du hast die Autorität, den Mächten der Finsternis zu widerstehen. Warum? Weil Jesus sie entwaffnet hat, entmachtet hat und öffentlich zur Schau gestellt hat. Dann, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, wo du Schuldgefühle hast, wo du dich schmutzig fühlst, kannst du sagen, ja, ich habe gesündigt. Wer von uns hat nicht gesündigt? Aber die Sünde hat nicht das letzte Wort. Wir fegen die Sünde nicht unter den Teppich, sondern wir holen sie raus und sagen, ja, ich habe hier wirklich falsch gehandelt. Das war nicht gut. Hier ist Schmutz. Und dann sagen wir aber, und es gibt ein Reinigungsmittel, das stärker ist als Dash und Omo und sonstige Sachen, ne? Das alle Flecken wegkriegt. Nicht nur die Flecken, die äußerlich sind, sondern die Flecken in meinem Herzen, in meinem Gewissen. Ihr Lieben, das ist das Privileg der Söhne und der Töchter des himmlischen Vaters. Es gibt keine Sünde, die so schlimm ist, so schmutzig ist, dass sie dich von Gott trennen kann. Es gibt keine Sünde, die dich nach diesem Tag heute noch quälen sollte, sondern du kannst sagen, ich habe gesündigt. Wenn wir bekennen, ist er treu und gerecht. Und deshalb will ich uns alle ermutigen, wo wir Dinge haben, die nicht in Ordnung sind, bekenne es, such jemanden und sag, hey, guck mal, da gibt es noch was unter dem Teppich, hol's raus. Und wendet dann gemeinsam das stärkste Waschmittel an, das Blut von Jesus, das dich reinmacht von aller Sünde, von aller Schuld. Und dann kannst du bei deinem himmlischen Vater am Tisch sitzen, Vater, ich gehöre zu deiner Familie, das alte Gewand ist nicht mehr da. Ich habe es ausgezogen. Jesus hat bezahlt. Ich sitze mit Vater am Tisch und ich habe keine Angst vor dem heiligen Gott. Ich habe keine Angst vor dem Licht des lebendigen Gottes. Weil das Blut von Jesus mich reingemacht hat. Ich gehöre zu ihm. Und ihr Lieben, ich glaube, dass diese Botschaft, die ich jetzt in diesen 30 Minuten nicht kompakt präsentieren kann. Das ist nur mal ein Antippen, kann man eine Serie von einer Woche machen. Aber ich glaube, dass diese Botschaft uns helfen wird, in dieser Gewissheit des Friedens und der Liebe Gottes zu wachsen. Und je mehr wir in diesem Frieden, in dieser Gewissheit, wir sind geliebt, ohne unsere Leistung, wir sind geliebt, weil Gott es gesagt hat, ich liebe dich, haben wir eine Basis, um auch neue Autorität zu empfangen. Als Jesus getauft wurde, war der Himmel offen, die Taube, der Heilige Geist kam auf ihn und dann hörte er die Stimme, du bist mein geliebter Sohn, ich freue mich über dich. Wie viel Wunder hatte Jesus vorher schon getan? Nicht eins, keine Toten auferweckt, keine Leprakranke geheiligt, sondern er war einfach mit dem Vater. Er war gehorsam, er hat sich taufen lassen. Und der Vater sagt, du bist mein Sohn, mein geliebter Sohn, ich freue mich über dich. Und ab dem Moment, wo wir adoptiert werden, wo wir sagen, Jesus, ich glaube an dich, deinen Namen, komm in mein Herz, gehört das, was Jesus getan hat, was zu Jesus gesagt wurde, gehört dir. Also er sagt zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ich freue mich über dich. Und wenn du heute Abend im Bett liegst und dann dir Gedanken kommen, oh, was war heute wieder nicht so gut, räum aus, was du auszuräumen hast, aber bleib dort nicht stehen, sondern sei dir bewusst, weil du adoptiert bist, hast du eine neue Identität. Und du kannst im Bett liegen heute Abend sagen, danke Papa, dass du zu mir sagst, ich bin deine geliebte Tochter, ich bin dein geliebter Sohn. Auch wenn ich manches vielleicht heute nicht gut gemacht habe, aber ich bin
Das, was Jesus gehört, gehört mir. Und interessanterweise, nachdem Jesus getauft wurde, wurde er versucht. Ihr kennt die Geschichte, der Test. Ne? Und was hat der Feind getestet? Ha, bist du wirklich der Geliebte Gottes? Ha, dann zeig mal was. Ne? Zeig mal, was du kannst. Viele von uns leben so, dass wir denken, wir müssen Gott oder Menschen zeigen, was wir können, zeigen, was wir drauf haben, zeigen, wie geistlich wir sind, zeigen, wie heilig wir sind, zeigen, wie frei wir sind, whatever. Und nur das, was wir zeigen, dann Gott zu beeindrucken. Ihr Lieben, that's history. That's history. Das machen die Weisen, die nicht sicher sind am Tisch, oder die Sklaven, die nicht sicher sind am Tisch des Patriziers. Mag er mich wirklich? Forget about it. Er hat gesagt, ich mag dich. Er hat gesagt, ich liebe dich. Er hat gesagt, du bist gerecht. Er hat gesagt, du bist heilig. Punkt. Die Wahrheit macht frei. In dem Maße, wie wir das glauben, wird unsere Gedankenwelt und unsere Gefühle sich verändern. Da passiert das alles von heute auf morgen. Ich beschäftige gerade mit jemandem, der das vor 20 Jahren ganz intensiv erlebt hat. Und er sagt, wenn ich mit Leuten Seminare mache, gehe ich davon aus, dass sie 90 Tage daran intensiv arbeiten. Okay, wir haben alle unseren Mindset mitbekommen, der viele Fragen stellt. Wir leben in einer Kultur, auf der ganzen Welt, ne, aber in Europa, in der westlichen Welt ganz stark, in einer Kultur, wo wir oft gucken, mögen die anderen mich? Habe ich genug geleistet? Bin ich gut genug? Singe ich gut genug? Sind meine Schulnoten gut genug? Bin ich am Arbeitsplatz? Whatever, ihr kennt die ganze Liste. Ne? Und all diese Fragen sind letztendlich die Fragen eines Weisen, die Fragen eines Knechtes, die Fragen, die von einem unsicheren Fundament herkommen. Good news, it's over, it's over. Wir sind adoptiert, wir gehören zum Tisch des Vaters. Der Vater hat gesagt, du bist geliebt, du bist wertvoll, der Schuldschein ist zerrissen, das Blut des Lammes reinigt dich, du hast eine neue Identität, du bist nicht mehr Sklave, du bist nicht mehr Waise, du bist Sohn und Tochter des Königs. Halleluja, Halleluja. Sorry, ich will nicht enthusiastisch werden. Das ist das Privileg, das ist das, was uns gehört. Wenn das Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er nicht dafür gestorben, dass wir sonntags in die Kirche gehen. Das ist nicht falsch. Aber Leute, das ist noch nicht mal ein großes Blumenbeet im Garten. Das ist so 20 Zentimeter. Ne? Als er gesagt hat, hey, es ist vollbracht. Ich habe alles für euch gemacht. Ihr seid frei. Der Weg zum Himmel ist offen. Und die Ressourcen des Himmels gehören euch. Ist es so, als wenn dieser wohlhabende Schweizer Bürger uns sagt, mein Anwesen gehört dir, benutze es. Und wir benutzen den Traktor, wir benutzen alle Maschinerien, wir freuen uns an den Kühen und melken und produzieren Milch und Käse, den besten Käse und so weiter. Ne? Das ist es, wenn wir das Ganze in Anspruch nehmen, für was Jesus gestorben ist. Halleluja. Ich freue mich drüber. Aber mir geht es wie euch. Ich habe noch viel zu lernen. Ich bin ein Lernender. Ihr dürft gerne mit mir lernen. Ja. Und wir sind immer noch bei diesem Punkt, wir sind freigekauft. Die alten Ansprüche sind erledigt. Ihr wisst, dass ihr aus eurem nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Okay, jeder von uns hat eine Prägung von seiner Familie. Auch wenn wir keine Familie haben, dann haben wir halt eine Defizitprägung. Ich habe Prägungen von meiner Familie, manche Sachen sind gut, aber ich habe viele entdeckt, und das kann meine Frau bestätigen, die nicht so gut sind. Okay? Was machen wir mit diesen Prägungen? Wir können sie unser Leben weiterhin bestimmen lassen, okay? Oder wir können sagen, ich bin herausgerissen aus diesem ganzen alten Umfeld. Dazu gehören auch Prägungen und Lasten meiner Vorfahren, die ich nicht mehr mit mir rumschleppen will als Altlasten oder Dinge, die mein Leben behindern, sagt, nein, Jesus hat mich freigekauft. Der Preis war unsagbar groß. Wir schauen immer wieder auf das Kreuz und hören ihn, es ist vollbracht. Und wir sehen dann, mit seinem Blut
hat er mich auch herausgerissen aus Lebensstil, aus Denkweisen, die nicht dem Tische des Königs entsprechen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das ist gute Nachricht, ne? Die Privilegien der Söhne und der Töchter des Königs, diese alten Dinge brauchen unser Leben nicht mehr bestimmen. Ich sage nicht, das ist von heute auf morgen alles ganz anders, ne? Aber ich sage, wenn wir nicht anfangen, heute, und ihr hört das alles nicht zum ersten Mal, aber heute nochmal bewusst sagen, ich werde bewusst leben als jemand, der adoptiert ist, nämlich hineinversetzt wurde in das Reich des Königs. Ich habe eine neue Identität. Ich bin Sohn, Tochter des Königs. Ich gehöre ihm und er sorgt für mich. Dann wird man nicht aus diesen alten Muster rauskommen. In dem Maße, wie wir entschlossen sind, das zu glauben, diese Überzeugung in unser Herz hineinzupflanzen, in dem Maße wird sich der Prozess der Veränderung, den die Bibel auch Heiligung nennt, beschleunigen. Immer sicherer werden in der Liebe des Vaters, immer mehr Freude zu haben, mit dem Vater zusammen zu sein. Es ist keine Pflicht, dann morgens die Bibel wieder aufzuschlagen und im Gebet zu sprechen. Es ist keine Pflicht. Wir sind frei. Wir sind Söhne, Töchter des Königs. Wir reden mit dem König. Wir schauen auf seine Ressourcen. Wir nehmen von seinen Ressourcen, um mit seinen Ressourcen einen Unterschied zu machen, wo wir sind, wo wir leben. Ein neues Leben fängt an. Wir haben eine neue Identität. Und da ist mir nichts Besseres eingefallen als Lukas 15. Die Geschichte, wo der Junge weg war und dann kam er zurück. Der Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das sie im Stall gemästet haben. Und ein Freudenfest begann. Ihr Lieben, so sieht dich dein himmlischer Vater. Er sagt, du bist nicht mehr Sklave, du bist nicht mehr Weise, jetzt gehörst du mir, du hast eine neue Identität. Und weil du mir gehörst und ich ein guter Vater bin, wisst ihr, was die größte Passion von Gott ist? Er will sich selber verherrlichen. Gott kann niemand anders verherrlichen als sich selber. Und er kann sich in dem Maße verherrlichen, indem er sagt, ich zeige der Welt, das Sichtbaren und der Unsichtbaren, dass ich gut bin. Ich zeige es nur meinen Kindern. Okay, wir können heute nicht auf die Frage eingehen, Krieg, Krankheit, vorzeitiger Tod. Das hat seinen Platz, aber diese Gedanken dürfen uns nicht abwenden jetzt von den zentralen Gedanken. Gott ist gut und seine Leidenschaft, sein Herzensanliegen ist, zu zeigen, dass er gut ist, zu zeigen, dass er sich um seine Kinder kümmert. Und ich bin beeindruckt, wenn ich jetzt diese Bibelverse lese auf dem Hintergrund des römischen Adoptionsrechts. All die Dinge, die in der römischen Adoption passiert sind, das gehören uns im Neuen Testament. Hier wird gefeiert, hier wird alles Äußerliche neu gemacht, damit auch die Kultur erneuert wird. Wir sind reingewaschen, wir sind geheiligt, wir sind gerecht geworden im Namen Jesu Christi des Herrn und im Geist unseres Gottes. Wer von euch ist heilig? Wir haben noch ein paar Weißen hier. Ab dem Moment, wo du adoptiert bist, ihr Lieben, ab dem Moment sagt Gott, jetzt gehörst du mir. Und geheiligt heißt nicht perfekt, sonst würde ich nicht hier stehen. Geheiligt heißt von Gott zur Seite gesetzt für seine Familie. Von Gott zur Seite gesetzt, herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Das heißt nicht, dass wir nicht noch zu kämpfen haben mit Sünde, Fleisch, dem ganzen Zeug, okay? Aber wir haben Autorität, wir haben Zugang zum Thron des Vaters und wir können Schritt für Schritt immer mehr überwinden. Und wichtig ist, dass wir uns nicht verunsichern lassen, das war der vorhin kurz erwähnt, der Kampf von Jesus. Wer bist du eigentlich? Zeig's mal. Und wir brauchen es nicht zu zeigen. Er hat es gezeigt. Er hat ohne Schuld gelebt. Er hat vollkommen gelebt. Und wir brauchen nur zu sagen, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er hat ohne Schuld gelebt. Sein Blut reinigt mich, hat mich gereinigt aus der Vergangenheit, reinigt mich jeden Tag, wo ich es wieder brauche. Ich rufe, ich appelliere an sein Blut. Ich appelliere an das Kreuz. Es ist vollbracht, es ist geschehen und ich bin frei. Halleluja. Sorry, ich will euch keine Pfingstgemeinde machen, aber ich denke, man darf sich darüber freuen.
Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das in Christus zu sein heißt das praktisch das Geburtsrecht oder das Adoptionsrecht anzunehmen. Und wer das Adoptionsrecht angenommen hat, der ist eine neue Schöpfung. Halleluja. Ist jemand hier eine neue Schöpfung? Okay. Wenn du heute Abend in den Spiegel schaust, ich danke dir Gott für die neue Schöpfung. Halleluja. Aber die Falten werden mehr, die Haare werden weniger. Ich bin eine neue Schöpfung. Halleluja. Ne? Wir schauen nicht auf das Äußerliche, das sowieso vergeht, sondern wir schauen auf das, was Gott in uns geschafft hat. Auch wenn der 2. Korinther 4, ne? Auch wenn der äußerliche Mensch zermürbt wird im Laufe der Zeit, ne? Der innere Mensch wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert. Das heißt, der innere Mensch schaut auf das, was Gott sagt, und Gott sagt, du bist eine neue Schöpfung. Sag mal zu deinem Nachbar, du bist eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung. Und jetzt, wer bist du, um zu sagen, du bist keine neue Schöpfung, wenn Gott sagt, du bist eine neue Schöpfung? Wir dürfen uns nicht über Gott stellen. Wenn Gott sagt, du bist eine neue Schöpfung, dann bist du eine neue Schöpfung. Amen. Dann schau in den Spiegel und sag, ich bin eine neue Schöpfung. Dann sag zu den Menschen um dich herum, ich bin eine neue Schöpfung, denn in mir wohnt Jesus, der stärker als der in der Welt ist. In mir ist neues Leben, in mir ist ewiges Leben. Leute, das ist so ein fantastischer Schatz, den wir haben. Wir haben ewiges Leben in uns, wir haben neues Leben in uns. Wunderbar, das gehört uns. Das ist Teil des Adoptionsrechts. Als dieser Adoptionsschein unterschrieben wurde, sprich, als du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, hat der Vater im Himmel deinen Namen aufgeschrieben, Adoptionsbrief, Adoptionsvertrag, dein Name ist aufgeschrieben, die Adoption wird nicht rückgängig gemacht werden, du gehörst ihm. Und weil du ihm gehörst, sagt er auch, ich bin für dich verantwortlich. Ne? Zum römischen Adoptionsrecht hat gehört, dass der Vater verantwortlich ist für die Versorgung seines neuen Sohnes. Er war verantwortlich und er hat ihn nicht verhungern lassen. Er hat ihn nicht mit alten, dreckigen Kleidern rumlaufen lassen. Er hat gesagt, ich bin ein guter Vater, jetzt gehörst du mir. Ich versorge dich. Und so ist auch im Neuen Testament, wo Gott sagt, ich bin Jahwe Jireh. Ich bin der Versorger. Und ich werde es zeigen, dass ich ein guter Versorger bin. Das heißt nicht, dass wir passiv bleiben, aber das heißt, dass wir uns nicht von Sorgen und Ängsten dominieren lassen. Er hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Er hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit gegeben. Und die Liebe treibt die Furcht aus. Überall, wo Furcht und Sorgen da sind, können wir sagen, stopp, ich bin adoptiert, mein Name ist aufgeschrieben, Sorgen werden mein Leben nicht bestimmen, sondern ich werfe diese Sorgen auf ihn, weil er hat gesagt, er sorgt für mich. Und man könnte noch vieles sagen, die Kinder sind Erben, sind wir aber Kinder, danach Erben, Römer 8,17, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um dann mit ihm auch verherrlicht zu werden. Das heißt, als Erben sind wir eingesetzt und die Erbschaft wird angetreten, wenn der Todesfall eintritt von dem, der ein Testament gemacht hat. Jesus hat ein Testament gemacht. Ich gebe das, was ich am Kreuz errungen habe, meinen Nachfolgern. Er ist gestorben, das Testament ist rechtsgültig. Das heißt, wir haben ein rechtsgültiges Fundament zu sagen, die Gerechtigkeit von Jesus gehört uns. Die Autorität, die Jesus uns gegeben hat, benutzen wir. Der Friede, den Jesus verheißt, gehört uns. Und dann sagt Jesus noch, ich gehe wieder, Jungs, aber ihr werdet nicht als Weisen hier sein. Wenn ich gehe, kommt Parakletos, der Heilige Geist, und er wird euch führen und leiten in aller Wahrheit. Und es ist der Heilige Geist, der in euch ist, der sagt, Abba, lieber Vater. Cheers. Okay, über die Erbschaft. Raffi, ist noch nicht alles heute. Wir haben uns kurz darüber unterhalten. Viel mehr kann ich jetzt über die Erbschaft nicht sagen, als das in der letzten Folie. Familienzugehörigkeit, die Würde der Königsfamilie, die Autorität des Sohnes. Und die Erbschaft werden wir erst letztendlich dann antreten, wenn wir den neuen Körper haben und bei Jesus sind, von Herrlichkeit, von Angesicht zu Angesicht ihn sehen. Aber
Wir haben jetzt schon so viel. Okay, was machen wir mit dieser Botschaft von heute? Gute Frage, oder? Ich will euch mit dieser Botschaft ermutigen, ich hoffe, ihr habt es gespürt, inspirieren, mit mir auf der Reise unterwegs zu sein. Ich bin unterwegs, ich bin Anfänger, aber immerhin bin ich unterwegs. Und ich will euch sagen, kommt mit, kommt immer näher zum Vater und lasst euch zu diesem Tisch laden vom Vater. Legt die weißen Kleider ab, legt die Denkmuster des Weißen ab. Das Weißenleben ist stark davon bestimmt, er sucht die Bestätigung von Menschen. Er sucht die Bestätigung durch Leistung. Und wenn du bei dir solche Dinge feststellst, du brauchst okay, bis zu einem gewissen Grad ist es normal, aber wenn es ein starker Faktor ist, du brauchst die Zuwendung durch Leistung, durch was immer es ist, durch äußerliches Gehabe, durch Prestige und sonst was, dann kann es sein, dass es der Ausdruck ist, ich bin ja nicht vom Vater, ich bin nicht sicher beim Vater. Ich kämpfe um die Zuwendung des Vaters, Zuwendung von Menschen, um dann auch bei dem Vater geliebt zu sein. Lass uns ganz bewusst diese Weißen-Mentalität ablegen. Wir sind keine Weißen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und ich will euch ermutigen, dass da, wo ihr weißen Spuren in euch entdeckt, legt sie ab. Zieht den alten Pulli aus, zieht das Neue an und erneuert es immer mehr. Was ich mache, wie gesagt, ich bin Anfänger, wenn ich aufwache, sage ich, danke Papi, dass du mich liebst. Danke Papi, dass du für mich da bist. Und diese paar einfache Gedanken, die helfen dann in dieser Spur weiterzukommen. Und die letzten Tage habe ich auch neu entdeckt, Vater, ich spüre gar keine Liebe, wo bist du denn? Da habe ich mich in diesen Vers von Römer 8 daran erinnert, Galater 4, der Geist in uns sagt, aber lieber Vater. Und dann fange ich an, ganz bewusst zu sagen, danke Vater, dass du mir deinen Geist gegeben hast. Heiliger Geist, du bist Person, du bist hier, du bist Parakletos. Heiliger Geist, du sagst zu meinem Geist, dass ich geliebt bin. Und so ist die Rolle des Heiligen Geistes hier eine ganz, ganz wichtige. Es gibt 5 Stellen im Neuen Testament, wo über diese Adoption geschrieben wird. Und da, wo Adoption beschrieben wird, Galater 4, Römer 8, ist es immer mit dem Heiligen Geist verbunden. Er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben oder der Knechtschaft, sondern er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Parakletos, eine Person. Und diese Person in uns ruft selber aber, lieber Vater. Das ist Galater. Und bei Römer sagt es, wir rufen aber, lieber Vater, durch den Heiligen Geist. Also, ich will euch ermutigen, bewegt euch vorwärts auf dieser Reise, beim Vater zu Hause zu sein, beim Vater sicher zu sein, sich am Vater zu freuen und dann auch zu spüren, oh, mein Papi freut sich über mich, so wie wir uns freuen, wenn unser 3-jähriger Erik auch Bilder malt, ne? Viele Farben. Es ist kein Gemälde, das wir verkaufen, aber es ist der Ausdruck von dem, ich will auch dabei sein, ich will auch was machen. Ne? Und so sind viele Dinge von uns, Gott, ich will auch dabei sein, ich will auch was machen. Und Gott sagt, toll, toll, das ist wie das Bild eines 3-Jährigen, aber ich liebe dich. Ne? Und Gott könnte vieles viel besser ohne uns. Das ist manchmal demütigend, aber so ist es. Ne? Und trotzdem sagt Gott, hey, komm mit, du darfst dabei sein. Ich habe dich adoptiert, dass du an meinem Tisch sitzt, dass du in meinem großen Projekt Regierung Gottes auf der Erde manifestiert, ausgebreitet bis zu den Enden der Erde. Sei dabei. Das ist die Einladung. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten mit uns. Und würde ich einfach ermutigen, sei ganz relaxed, sei ganz entspannt. Und mach das fest einfach, was dir während dieser Predigt jetzt wichtig geworden ist. Na? Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst. Wir haben einen einmaligen Liebesbeweis. Du hast das Beste gegeben, Jesus, deinen Sohn.
Danke für dieses wunderbare Geschenk, für dieses unwiderrufliche Geschenk. Danke, Vater. Das heißt in deinem Wort in Römer 8, du hast das Beste uns schon gegeben, deinen Sohn. Wie solltest du uns nicht alles geben mit deinem Sohn? Wir danken dir für das Geschenk, Jesus. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der in uns ist und der ruft, aber lieber Vater. Und ich will dich jetzt einfach ermutigen, fang an in der Stille deines Herzens jetzt einfach dem Vater zu danken, dass er dich liebt. Danke dem Vater, dass er dich liebt. So wie du bist. Du bist kein Versager. Du bist nicht zu wenig heilig. Gott sagt, du bist mein Kind. Ich bin dein Papa. Du bist mein Kind. Danke ihm dafür. Und freu dich darüber, dass du ihm auf dem Schoß sitzen kannst. Und sagen, oh Papa, bei dir bin ich zu Hause. Freu dich daran, dass er dich neu eingekleidet hat und dir eine neue Identität gegeben hat. Du bist nicht mehr ein halber Christ, ein schlechter Christ, sondern Papa sagt, komm zu mir nach Hause. Ich will dich als Kind haben. Der Vater will seine Familie haben. Komm zu ihm. Und da, wo du in dir vielleicht das Verhalten eines Weisen oder eines Knechtes entdeckst, leg's ab. Das ist eine alte Jacke, die du nicht mehr brauchst. Du musst nichts beweisen, weder Gott noch den Menschen. Zieh das neue Gewand an, das dein Vater dir schenkt. Der Vater sagt, das ist das Gewand der Königskinder. Gerecht und gereinigt, du gehörst mir. Das ist eine neue Identität. Ich denke, unser Vater bereitet uns darauf vor, dass wir ein neues Level von Autorität auch empfangen werden. Und er vertraut uns das an, wenn wir aus der Ruhe heraus damit umgehen. Wir brauchen nicht Autorität und Gaben, um zu zeigen, wie gut wir sind. Das ist gefährlich für uns. Unser Vater weiß das. Er sagt, komm erst mal zu mir an meinen Tisch. Lass dich lieben. Ich will, dass du mein Herz spürst. Und dann kann ich dir auch mehr von meiner Autorität geben. Ihr werdet Zeichen und Wunder erleben. Aus der Ruhe heraus. Das ist Teil der Erbschaft, die uns gehört. Heiliger Geist, wir laden dich bewusst ein, dass du diesen Prozess mit uns allen weiterführst. Dass der Vater, der da verherrlicht wird. Und Jesus, der den Weg geebnet hat. Amen.